Nun denn, nun denn, nun denn. Wir sind zurück bei Anno 1800 auf La Isla mit unseren Artisten, die zwar noch nicht so viel tun, außer, naja, uns alles vom Kopf zu fressen vielleicht. Wir gucken direkt mal, wa? Wie aktuell der Verbrauch so ist. Nähmaschinen immer noch im grünen Bereich. Wie sieht's... Wieso habe ich Arbeitskleidung auch drin? Okay. Gebackene Bananen, die finde ich vor allem interessant, das stimmt auch noch. Ich dachte schon, ihr müsst vielleicht mal ein bisschen hier hochschrauben. Mit der Produktion. Ein letzter Blick. Weil wir hätten von beidem genug. Boah, dass ich immer wieder so negative Schlagzeilen haben muss. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Nee. Komm, einen bauen wir ganz kurz noch. Und dann versuchen wir mal die hier auch noch abzugraden. So. Das war teuer. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ich muss ganz kurz zurück in die alte Welt, weil hier habe ich bereits was vorbereitet, damit es so lange dauert. Wir sind abflugbereit. Dann habe ich in letzter Folge hergeschickt, um Waren zu holen. Zum einen hole ich mal den hier, den Logistiker. Beeinflusst alle Luftschiffankerplätze. Werden wir sicher eher drüben brauchen. Für Wartungskosten zwar mehr, aber für Ladegeschwindigkeit auch mehr. Könnte gut sein. Wir sehen es dann. Ich habe auch ein paar Dampfmaschinen geholt und noch Arktisgas. Ich könnte einen weiteren Frachtlader warten, der kommt in 12 Wir Minuten. befinden uns in bester Gesellschaft. Aber ich glaube, ich warte da lieber auf ein paar mehr und hole die dann zusammen. Zumal der sicher noch mal ein paar Mal kommen muss. Also beziehungsweise hin und her. Schiff muss im Handelsmenü routen. Ah! Das ist auch neu, war der Button. Hab gar nicht gesehen. Was? Achso, dann Hermes. Wieder ein kleiner Hermes. Okay, zurück in die alte. Ja, wohin gehst du jetzt? Also keine Ahnung mehr, welche Insel was macht. Die neue Insel. Ey, die neue Welt, Entschuldigung. Also wir haben hier einen Hermes gerade neu produziert, frisch. Wir haben da zwei, sehr schön. Dann ist jetzt ein Bug drin, der Atolotin und Dukt. Okay, da kann dann schon mal, was überhaupt sein soll. Dann die hier mit Einfluss 2 um 5. Ich warte mal mit denen noch. Ich habe einen Hermes hier aktuell im Einsatz, der auch verflucht schnell ist. Der hier nämlich. Abflugbereit. Test Hermes mit den Nähmaschinen. Das scheint ja noch zu funktionieren, soweit. Ja? Und das, obwohl ich momentan allen Nähmaschinen gegeben habe, wirklich allen. Aus dem Grund stimmt wieder irgendwas nicht, aber egal. Setz dich lieber in den Schatten. Später mehr dazu. Wir sind hier. Hier und hier oben war also Hacienda ausbauen geht noch nicht, weil mir fehlen wieder ein paar Ziegel. Dafür stehen die hier bereit. Was darf es sein? Die beiden neuen. C4, C4. Pegasus mit Holz. Und der macht sonst irgendwas. Kann ich sonst mal ein bisschen Dinger verteilen, war. Ich schicke den nochmal hier Vorwärts. hoch. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir noch genug. Wir können mal hier hochschicken. Motoren gestartet. Die ganzen Gebäude hier, die wir natürlich mal brauchen bei Gelegenheit. Auch mal noch eine Boxkampfarena. Ich schalte mal noch auf temporär, genauso wie das Ding. Sonst noch Kultur. Gibt es vielleicht auch auf der Insel. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir irgendwie mal noch einen Zoo bauen oder so. Für Zukunfts-Michael baue ich die schon mal hier hin, damit er weiß, was ich mir so überlegt habe. Und sich darüber aufregt, dass ich überhaupt geplant habe. Kalamares Fischerei, erfordern für einen Hafenbereich. Aber keine Fruchtbarkeit. Das ist wie im Fischöl, das ist natürlich sehr gut. Brauche aber eher später. Ja, Marktplatz, wir haben Kapelle, Boxkampfarena. Warten jetzt. Ah, hier die Post. Das Postamt.
das auch schon mal so weit. Da kann ich dann mal, wenn ich ein bisschen Zeit habe und Lust habe, die mal schön anordnen hier. Und der Ort selber hier, der gefällt mir schon. Ich glaube, ich lasse das Gebäude wirklich auch hier. Da gibt es hier eine riesige Hacienda-Siedlung. Ja, wobei, man könnte eventuell ein bisschen nach rechts Jetzt übergehen. bleibt nur noch ein dampfender Haufen, gar nichts übrig. Ups, aber komplett vergessen. Ein Veli Soli alternate. Ein Veli Soli. Wohin soll's gehen? Motoren anwerfen. Das ist mein Schiff. Was macht denn der hier? Hä? Aus Versehen angeklickt oder was? Kurs halten. Moment. Stimmt, der ist noch hier, weil er noch ein bisschen die Landschaft abgrasen wollte. Die Harpie. Oder was sonst irgendetwas. Nutzen Sie es weise. Hier. Der ein ist kleines da, macht aber Dankeschön. irgendwie auch nichts. Hä? Was machen die alle Befehle hier? erhalten. Bitte alle dahin, dankeschön. Bereit zum Abheben. Zweimal neue Hermes. Soll ich direkt noch einen Auftrag geben und noch einen Pegasus? Ich bin mir unsicher. Ja, wir gucken mal. Wo ist ein anderer Typ hin? Ah, da kommt er gerade. Das schon, der wäre schon irgendwo. Das Flaggschiff kann ich eigentlich auch mal irgendwann dann mal entsorgen, aber alles nach und nach. Bahn passt nimm noch wieder. Nähmaschinen erst 4 von 6. Alter Schwede. Wenn ich wie gesagt später einfach sage, hey, Obrier kriegen gar keine Nähmaschinen mehr, nur die Artista, ich glaube, das könnte schon was bringen. So. Sind wieder hier, also, jetzt bitte erstmal Ihr Schiff ist von der entladen. Überfahrt zurückgekehrt. Dankeschön, dann gehst du bitte Immer der dahin Nase nach. für neue Waren. Dann haben wir ihn hier. Mal ablegen, die Dinger. Das Ding kannst du auch mal reinpacken. Du gehst wieder in die alte Welt und holst, wenn es geht, neue Waren. Klarer Himmel. Nimmst einen Fachverlader mit. Bereit zum Abheben. Obwohl es wohl vermutlich immer noch Zeitverschwendung ist, den einzupacken, aber egal. Und das ganze Holz ist weg. So schnell auf den Passen uns Inseln hier. den Wind an. Ja, schon wieder hier. Ja, mit den Ziegeln, das dauert einfach halt. Das ist mühsam. Machen wir etwas weiter, was nicht so mühsam ist, hoffentlich. Erst einmal die Hacienda. Die mache ich so oder so. Jetzt muss ich halt abwarten. Und gucken. Die muss ich ja eventuell nachher noch verschieben. Hier haben wir die Dinger. Wie gesagt, den will ich hier oben haben. Vielleicht eher irgendwie hier dazwischen. Wenn ich hier eh die ganzen Ölquellen noch habe und ziemlich sicher die nicht mehr verschieben werde. Ich glaube, so teuer wird das Ganze für jede Insel zu erforschen und so. So. Das könnte tatsächlich auch so ungefähr funktionieren. Die ganzen anderen Häuser mache ich später. Kann ich den schon ausbauen oder wird es sehr schwierig? Ich glaube, es wird eher schwieriger. Irgendwelche Materialien, die da fehlen.
Gut, dann habe ich aktuell eh Wir noch sind genug, dann unterwegs. passt das. Was wollte ich gerade noch was vergessen? Ah ja. Wo ist er? Item Terminal. Da. Nein, der auch nicht. Wo ist er? Ah, hier. Mal ganz kurz reinpacken, damit ich dann nachher nämlich nicht vergesse, dass ich noch irgendwo habe. Okay. Da ist noch alles Paletti. Dann der Marktplatz. Und natürlich auch schon die ersten Gebäude hier. Wie mache ich das? Ich brauche hier nicht viele Einwohner, aber trotzdem ein paar. Ich kann natürlich die ganze Hacienda Farm und so abschminken. Da muss man ganz kurz Das sind gucken. doch keine mageren Zeiten. Okay, der Markt fürs erste reicht für Treibst beide durch meine Stufen. schwärzesten Gedanken wie ein Geisterschiff. Klarer Himmel. Ist auch noch voll, dann wieder. Können zwar auch hier mal noch ein bisschen Nur ablegen. viel ist schöner. So, trotz allem braucht es natürlich erstmal die Grundgebäude. Hätten wir die, dann waren natürlich auch noch ein paar öffentliche Gebäude, wie zum Beispiel die Kapelle hier, die Boxkampfarena. Direkt neben, vor allem natürlich direkt neben dem Krankenhaus, das passt perfekt ins Konzept hier. So. Wenn wir das haben, gibt es schon mal die ersten Häuser. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Dankeschön, Dankeschön. Das Konzept klappt eher weniger hier. Das ist eigentlich auch doof, ähnlich wie hier. Das ist irgendwie noch nicht so richtig fertig gedacht, wie ich gerade dachte oder gehofft hatte. Ein paar Achtereien. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Das ist natürlich Kacke. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Naja, Neuzugang in Anführungszeichen, würde man mal sagen. Das können wir da einigermaßen so machen. Was? Inspektion? Nein,
keine Inspektion. Eine Inspektion für das Schiff. Das ist ja einfach mies. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Achso, so schnell plötzlich, hä? So, was ich hier baue, ich habe keine Ahnung. Soll aber irgendwie schön werden. Ich glaube, es könnte auch schon fast reichen, weil ich die Gebäude natürlich alle upgraden kann. Einigermaßen, ja. Ein Nachteil ist natürlich jetzt an der Konzeption eben, ich brauche hier wieder ein paar eigene Einwohner. Und das heißt natürlich, ich brauche wieder eigene Waren. Andererseits wird auf der Insel sowieso Waren wie eben zum Beispiel gebackene Bananen und so direkt selber herstellen. Also ich glaube, ich kriege die Waren so oder so relativ schnell bei den Bewohnern. Oder zumindest. Sonst hätten wir ein Problem. Wohin soll's gehen? Was darf es sein? Natürlich Waren erholen, du. Eigentlich bist du direkt hier. Kannst du mal die Bretter holen? Da ist noch nichts. Ich bin gerade hier dran. Wir sind unterwegs. Da wird ein Spaß. Also. Unsere nette kleine Siedlung hier, nicht wahr? So, und jetzt muss ich eben abwarten, bis ich... Punschel braucht nachher noch für den Aufstieg. Okay. Wir sind abflugbereit. Wir brauchen dann sowieso auch ein Schiff. Ich glaube sogar... Da können wir den sogar schon mal irgendwie ein bisschen reservieren. Abflugbereit. Ich brauche so oder so ein Hermes, der einfach hier ist. So ein Hermes, der im Prinzip zwischen Alvestus und Neu-Abaya Klamotten und Essen und her schippert. Das könnte ich sogar schon mal testen. Warte mal. War eine Handelsroute. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Dankeschön, neue Welt, weil sie mir so gut gefällt, war entladen. Hier Ponchos, wenn wir so viel brauchen nicht. Sehen wir dann. Da kommt ja gerade Buxtehude 2. Ja, Buxtehude dich auch. Dann natürlich jetzt schon ein Item drin. Das könnte jetzt auch ein bisschen zu früh sein, egal. Wie nenne ich das jetzt? Einfach so die Namen. Alvestus. Neu-Abaya. Und ja, ich glaube sogar, nur die Waren könnten hierfür ausreichen. Vielleicht auch noch eine dritte. Wie die Melonen noch dafür, das könnte sein. Aber ich glaube, sonst kommen wir mit der Route hier klar. So. Motoren Pausiere ich jetzt, weil er ist noch zu früh dran. Also ist schon voll. Hier oben brauchen
natürlich immer Waren, aber wo habe ich sonst gerade aktuell noch ein bisschen wenig? Hier zum Wir Beispiel. sind unterwegs. So, dann sind die jetzt dran, dann gucke ich doch mal. Dann ist das mit dem Hafen ein bisschen anders geplant und so und auch mit den Perlen. Könnte ich jetzt die einfach hier nehmen? Hier oben wird es bestimmt klappen. Ah? Wir hatten fast einen, wa? Natürlich nicht exakt so, aber es sind halt schon wahnsinnig groß. Okay, nachbauen. Also der hier geht sicher. Ist schon cool, dass es auch so funktioniert. Zumindest in der Theorie. 2 Stücke da unten fehlen jetzt noch. Die Frage, wenn ich jetzt den hier da weggenommen habe. Natürlich jetzt hier auch ein anderes Konzept, war zum Beispiel hier unten mit dem Hafen. Den in der Mitte und macht die Fischöldinger außerhalb. Fischöl habe ich eigentlich zu viel aktuell. Das kannst du nachher noch ändern. Für 8 also. Mhm. Sie trauen mir nicht. Nun, es ist genau umgekehrt. Yeah. Naja. Die einen sagen so, die anderen so. Krass, können sogar da unten noch sitzen. Frage. Ein bisschen weit nach unten mit euch geht nicht, wa? Doch, so wird es noch gehen. Der dann so. Und was mit euch? Hätte ich ebenfalls 8. Also die 8, die ich schon hier habe. Die Frage, brauchen wir künftig noch viel Fischöl? Ich meine, ich habe natürlich noch genug Platz im Hafen, das ist nicht das Problem. Guck mal an, 36 zu 32. Weil ich jetzt ungefähr wieder viel zu viel Ding habe, oder? Wir haben keinen Komm, hier, Platz. Tortilla-Wecker rein ist. Leicht übertrieben kann das sein. Boah, geht noch, aber. Nun, statt zu verhandeln, kann man sie sind zu groß. Das ist halt hier ein bisschen das Problem mit dem Fischöl. Wofür brauche ich überall Fischöl? Wir hatten das schon Feuer ist mal. ausgebrochen. Ja, danke schön. Ich brauche es für Tortilla und die gebackenen Bananen. Moment, hatte ich jetzt vorhin...
Gebackene Banane erwähnt, aber einen hier bei der Tortilla mehr gebaut oder was? Ich glaube schon, war. Bin ich ein Idiot. Was ist hier los? Rennstation Notdienst, da ist doch eine Polarwacht. Löscht es! Löscht es! Wir versuchen's, wir versuchen's. Also die anderen versuchen's, ich mache gar nicht viel. Also das wird einigermaßen so funktionieren. Natürlich brauche ich eine Straße, ist klar. Der Einfluss in der Hafenmeisterei wird auch funktionieren. Okay. Mit theoretisch sogar noch einen nach unten setzen. Ja, geht natürlich. Aber die einen nach unten setzen, das geht wiederum nicht, wa? Beziehungsweise den. Ne, der geht nicht, okay. Ist auch nicht so wild, finde ich persönlich. Straße ist gesetzt. Ob der in Reichweite ist, das sehen wir gleich. Den machen wir später. Da kostet mich eh wieder irgendwie um die 20 Einfluss natürlich. Das ist ein scheiß Einfluss. Kein Lagerhaus. Das finde ich jetzt aber nicht cool. Und diese Lagerhausprobleme. So, besser jetzt. Ah, sieht so aus. Also, das mal für die Fische. Ich habe die Kalamares nicht vergessen. Ja, die gibt es ja auch noch. Können die ja später kommen. Die Chalea, für die brauchen die, glaube ich. Vorbedienung, ja, die haben wir bald. Das heißt, habe ich jetzt hier auch schon genug? Nee, oder? Och, aber es kommt. Großes Potenzial. Finde ich auch. Wenn ich auch jetzt noch ein paar Fußbälle gebe und das Marzal-Dingsbums und damit noch warten, vor allem die Fußbälle. Chalea müssen wir eigentlich forschen haben. Dann kommt der Strand und der kommt auch schon bald. Parfüm mit richtig lustig, Ventilatoren. Ja, leck mich. Strom natürlich, hat dieser plus 20. Ja, aber für den Strom. Damit ich Strom überhaupt erst freischalten kann, muss ich erst einen Staudamm bauen. Da brauche ich halt die 4000. Ich meine, ich habe hier Strom, aber ist halt alte Strom, der geht ja nicht. Kraftwerk, Elektrizität, das kann nur in der alten Welt gebaut werden. Das geht hier nicht. Das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Das ist nie passiert. Achso, wirklich nicht mal aufräumen kann ich. So. 25. Okay, der Radius wächst. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Ich weiß. Ich habe schon das Schlimmste überlebt, was man überhaupt erleben kann. Okay, wenn ich hier die Hacienda-Dinger habe, natürlich wächst der Bereich alles noch, da ist klar. Ich habe noch die fucking Baumschulen, darf ich auch nicht vergessen. Ich glaube, ich baue hier nachher nach oben aus. Der ist ja hier. Diese zwei Luftschiffe, wo keiner weiß, was sie über die machen. Dann gehen die hier auch weg. Jetzt brauchen wir die eigentliche Produktion, wie wir sie hier haben. Ja, das Ding hier oben nachbauen. Mehr oder weniger zumindest. Gerade hier das Beispiel mit der Küche.
Dann natürlich hier das Problem, das fällt mir wie immer natürlich erst jetzt da auf, mit den Items. Ich habe extra ein Item, was mir ein Ding ersetzt. Nee. Ich war gar nicht hier, der war erst hier, war. Genau, eine Eingangswand statt anstelle von Rindfleisch war das Gebäude Fischöl. Wobei ich jetzt gar nicht... So schnell geht's. Ich hatte da einen Einfall und dachte mir, es wird Ihnen gefallen. Ja. Wenn noch ein bisschen. Mal gucken. Also es läuft trotz allem langsam, aber stetig. Warte mal, wo ist denn jetzt der Scheiß hier? Jornaleros tun mir leid. Die armen Kerle werden niemals wahren Fortschritt erleben. Calamares Fischerei, Kräutergarten, viele Fruchtbarkeit, die habe ich aber hier. Nein, noch nicht, die kann ich aber machen. Maisplantage, okay. Die scheiß Fußbälle. Wie gesagt, Couch produziert zwar hier, aber auch für was anderes. Dann kommt die Nandu Farm. Ah ja. Dann wirst du mir noch Kautschuk liefern, wa? Von hier nach hier unten. Für die Fußbälle. Oder eben, ich tausche den doch wieder für den Pegasus aus, wenn ich halt diese bestimmten Warengruppen habe. Warte mal. Messeausschrank, der war sowieso hier, also. Shit happens. Mal gucken, wie habe ich denn das hier gelöst? Moment. War schon irgendwie irgendein Quatsch war, weil ich gerade erschrocken bin. Wir hatten erstmal die Küche. Fischöl, Bananen, mehr war momentan nicht für das. Weil die Items hier optimieren nur alles. Okay. Nur damit wir da nochmal uns richtig besprochen haben. Da oben die Hacienda-Fahne habe. Die Baumschulen mache ich vielleicht hier oder ich platziere die hier drüben hin, muss man noch gucken. Die war so oder so. Jetzt mal temporär hier oben, war trotzdem Bananen. Na, mal gucken, Hacienda-Farmen. Habe ich all das hier. Ich habe keine Bananen, das stimmt, daran erinnere ich mich. Ich habe Zuckerrohr, Mais, Kaffee, Kautschuk, Kakao, Kartoffeln, Gewürze, Getreide. Das heißt doch, ich kann... Da könnte jetzt hier sagen, ich wechsle diesen Kakao in das hier um. Damit könnte ich jetzt das hier machen oder eben auch diese Speise hier. Das würde jetzt gehen. Ich könnte theoretisch auch noch hier Baumwolle zum Beispiel in Bananen umtauschen. Oder vielleicht direkt Zuckerrohr. Weil Baumwolle brauche ich vielleicht mal für irgendwas. Also ich brauche Perlen für irgendwas noch. Ich kann eigentlich auch Kaffee schon umswitchen. Weil das hier ja auch machen kann. Jetzt fängt der große Wechsel an, war Zucker, Mais, Kaffee, Kautschuk, Kakao, Kartoffeln, Dingsbums, jenes, okay. Ja, stimmt, ich kann jetzt hier auch Kaffeefruchtbarkeit umtauschen in Bananen. War nämlich das Item, was ich unten geholt habe, auch nicht mehr. Ich könnte dann auch Zuckerrohr noch umtauschen, in zum Beispiel Perlen. Weil Kautschukfruchtbarkeit brauche ich auch nicht, das kommt ja von der Hacienda Farm. Wir erinnern uns an dieses Fiasko, sag jetzt mal. Wann machen den Switch hier auch mit der Hacienda? Das Ganze umtauschen, das wird noch richtig in eine Bedrulle bringen. Kaffeefruchtbarkeit in Bananen herkommt, Tausch. Kann ich überhaupt noch? Ich kann noch, okay. Also wir haben jetzt Bananen, Zuckerrohr, Baumwolle, Tabak, Orchideen und Kräuter. Wieso es mit der Fruchtbarkeit jetzt anders steht, keine Ahnung. Das könnte ich jetzt theoretisch hier alles bauen. Finde Fruchtbarkeit. Nein, kein Problem, denn wir haben hier die Hacienda Farm. Die bringt das alles von Haus aus. Mache den Aufbau der Hacienda Farm ähnlich wie hier. Falsch, hier.
Den groben Aufbau kann ich ähnlich machen. Dünger meins ist nur die Produktivität. Gartenbauer Hermann, das war für die Anzahl Module natürlich auch wichtig. Botanische Direktor, Traktoren, Produktivität. Anzahl Module bis 50. Aber hier oben zum Beispiel nicht, der mit den Feldern. Wäre cool, wenn die für Meere haben könnte, aber so eine Handelskammer hat natürlich auch keinen. Die Reichweite ist einfach so beschissen bei denen, ganz ehrlich. Das müsste eigentlich eher irgendwie so bauen, wenn hier gerade sowieso größer wird. Als Beispiel irgendwie so. Ich habe überlegt, ob ich die irgendwie in einer Reihe quasi. Jetzt würde gar nicht gehen. In dem Radius oder in zwei Reihen. Wenn ich den so mache. Wo ist jetzt gerade? Ah, hier. Ja, schon drauf. Und dann bei dem einfach sage. So brauche ich natürlich. Mann, die falsche Insel. Ich kriege einmal ein zu tief. So mühsam. So brauche ich natürlich das Konzept von so einem. Weil sonst ist die ganze Planung hier am Arsch. So, damit ich so mit so einem Ding hier drin bin. Die Hacienda Farm hier kann eigentlich auch außerhalb sein. Ja? Das spielt keine Rolle vom Bereich. Muss einfach nur in die knapp reinkommen. Da geht es nach hier unten und nach da. Das irgendwie so hinkriege, dass die Farmen hier drin sind alle. In dem Feld hier unten. Nicht hier draußen auch noch, sondern nur in dem Feld hier. Entweder Produktion oder Baumschulen. Meine Produktion kann ich irgendwie, keine Ahnung, sonst noch irgendwo hinpacken. Auch hier unten wird gehen. Können klappen, Freunde, können klappen. Eben hier bauen natürlich noch ein paar Leute mehr. Das kriegen wir in der nächsten Folge hoffentlich mit den gebackenen Bananen hin. Ansonsten, die sind ja schon in Pet. Hast du noch einen? Nö. Hier bitte hin, neue Waren holen, der ist noch da. Firalala. Und die war natürlich auch noch. Jetzt geht bei einem Ort. Nur fliegen ist schöner, genau. Ansonsten hier klappt es auch noch. Auch mit Nähmaschinen, alles supi-dupi. Die Menschen lassen sie hochleben. Okay, 60 ist also ungefähr so der Schnitt, war. Ja, wie viel haben wir jetzt? 1800 war? 1600. Ne, natürlich die ganze Bonus vergessen. 63, 64. Okay, mit 9 Waren kriegen natürlich automatisch noch mehr hin. Noch ein paar Leute durch die hier ersetzen. Ja, also ich würde sagen, es läuft, Freunde. Wenn mal die Folge trotz allem, weil sonst gibt es eine grandiose Überlänge. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt. Kein neues Gebäude gebaut, nix. Das ist einfach alles scheiße. Hola. Nein, Fischöl läuft ja. Ich will mal sagen. Nächste Folge Strom, können wir auch machen. Mal gucken, auch mit Ölhafen und so, da bin ich schon mal sehr gespannt. Aber die müssen eigentlich. Ja, wäre ein Ölhafen, also bei denen dürfte das gar kein Problem sein. Wenn es keine normalen Artisten sind, die Hacienda-Gebäude. Milk and Cream, du bist ein bisschen zu früh, Kumpel. Milch mache ich erst später. Schon potzige Hütten, hey, ganz ehrlich. Also ein Artist, aber. Ja, genau, du.
Ja, du bist ja so eine Artista-Braut. Gute Reise, mein Bester. Hasta la vista, Baby. Naja, wird schon. Freunde, Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zu Bären 1800. Es bleibt spannend, ob mein Plan soweit aufgeht. Und wo, wie, wann ich dann vielleicht irgendwie mal naja, Dinge, gewisse Einbuße bringen muss. Wir werden sehen. Bis dahin, bye bye.